Fest vun der Verklärung vor Christus begräessen ich aus der Kirch vu Wulessen, méiwer dro Vunheit sondes Mass. Et singt Choral Wuleser Sängerfrön, déi je 40 Joer feiert, seit 30 Joer ze Summe schafft mat de Sänger vun Eespech. Sie sangen ze Summe mat Leiit vun der Choralreunie vun der Gemeng Parkhausen. Dirigent ass den Alois Keilen, Organistin Dorothea Nussbaum-Zell, die die eicht Mass op der Neier Urgel spielt. Sie spielt als Entree Preludium Secundi Toni vom Meichelbeck. Donau Sangemach, wir haben Gott zum Freunde von Engel à Lourdan, Mester Angueil vom Goose, denk wir daher vom Fernand Scheller, Tu nous as donné vom Mertens, die Gott lieben vom Peter Strauch und als Schlusslied Danke vom Martin Schneider. Durgel spielt als Sorti Ballo della Battaglia vom Storace.
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Herr sei mit euch. Leif Leid heit zu Wullesen an der Kirch, a leif alle Gull, die da iwwer Medien mat deis verbonne sieht. Heierns do Sommer vun engem e bëssen ironisch, hien oder hat, guckte so verklärt dran. Haut guckte Jesus verklärt dran, an dat das gunnet ironisch gemengt. Bei der Verklärung vor Christus, dat feiern wir den 6. August, geht es nämlich ganz Wesentliches, sing Person, sing Identität, die hier manifestiert, ernst wie sos. Transzendenz und der Blick ins Unbekannte lesen ich auf enger Platz. So erleben Jünger, die dabei sind, des Verklärung, Transzendenz und der Blick ins Unbekannte. Der Jesus weist nei unbekannten Seiten vu seiner Persönlichkeit. Hien präsentiert sich gewissermaßen an enger anderer, neuer Perspektiv. Von der Kunst die Perspektive zu wechseln, schreibt Philosophin Hannah Arendt. Perspektiv wechseln, e konstanten Appell auch un Eis und eist egent Leben. Konkret, ändern, wat ma ändere können, und zwar nur der Seit vu Gott hin, mei no bei hien zo. Wie Baum, die vom Sturm urch beschädigt gin ass, as eng Wonne geheelt huet, an dem sind an eng neue Richtung weitergewurs ass. Och van de Baum dann net mi ganz dieselwichten ass, ma lieft erwiest weiter. Wo es noch mir weiter, geheelt, a mat neue Perspektiven, no der Seit vu Gott hin, mei no bei hien zo. Von der Kunst die Perspektive zu wechseln. Den allmächtigen Herrgott soll erbarmen mat eis hunn, soll eis Schuld nolossen, als ein ewig Liewe schenken. Amen. Wow.
Lasset uns beten. Allmächtiger Gott, bei der Verklärung deines eingeborenen Sohnes hast du durch das Zeugnis der Väter die Geheimnisse unseres Glaubens bekräftigt. Du hast uns gezeigt, was wir erhoffen dürfen, wenn unsere Annahme an Kindesstatt sich einmal vollendet. Hilf uns, auf das Wort deines Sohnes zu hören, damit wir Anteil erhalten an seiner Herrlichkeit. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Lesung aus dem 2. Petrusbrief. Wir folgten nicht frei erfundenen Geschichten, als wir euch die Macht und Ankunft unseres Herrn Jesus Christus verkündeten, sondern wir waren Augenzeugen seiner Größe. Er hat von Gott, dem Vater, Ehre und Herrlichkeit empfangen, denn er hörte die Stimme der erhabenen Herrlichkeit, die zu ihm sprach. Das ist mein geliebter Sohn, an dem ich Gefallen gefunden habe. Diese Stimme vom Himmel haben wir gehört, als wir mit ihm auf dem heiligen Berg waren. Dadurch ist das Prophetenwort für uns noch sicherer geworden und ihr tut gut daran, es zu beachten. Denn es ist eine Lampe, die an einem düsteren Ort scheint, bis der Tag anbricht und den Morgenstern aufgeht in euren Herzen. Wort des lebendigen Gottes. Der Herr sei mit euch. Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus. Jesus nahm den Petrus, den Jakobus und dessen Bruder Johannes beiseite und führte sie auf einen hohen Berg. Und er wurde vor ihren Augen verwandelt. Sein Gesicht leuchtete wie die Sonne und seine Kleider wurden blendend weiß wie das Licht. Da sahen sie plötzlich Mose und Elia mit Jesus reden. Und Petrus sagte zu ihm: Herr, es ist gut, dass wir hier sind. Wenn du willst, werde ich hier 3 Hütten bauen, eine für dich, eine für Mose und eine für Elia. Während er noch redete, überschattete sie eine leuchtende Wolke, und aus der Wolke kam eine Stimme: Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich Gefallen gefunden habe. Auf ihn sollt ihr hören.
Als die Jünger das hörten, bekamen sie große Angst und warfen sich mit dem Gesicht zu Boden. Da trat Jesus zu ihnen, fasste sie an und sagte: Steht auf, habt keine Angst. Und als sie aufblickten, sahen sie nur noch Jesus. Während sie den Berg hinabstiegen, gebot ihnen Jesus: Erzählt niemand, was ihr gesehen habt, bis der Menschensohn von den Toten auferweckt worden ist. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Liebe Schwestern und Brüder, jedereen, den Märchen erzählt, weiß, wie weit Märchen von der Realität weg sind. Keine Prinzessin wird zum Beispiel ein Fresch küssen. Kein Fresch kann sich an den Prinz verwandeln. Und da geht an der Regel an all Märchen, an all Geschichte, eine wichtige Lebensweisheit vermittelt, die sogenannte Lektion von der Geschichte. So wie an alle Viergänge vom menschlichen Leben, an allen Ereignissen, an alle Sachen von der Schöpfung, was sie nachher so banal oder gering sind, eng tief, kostbar Wirklichkeit sticht. Sie weisen über sich heraus. Alles Vergängliche ist nur ein Gleichnis, schreibt Goethe aus seinem Faust. Muss just an Ohren opmachen, da kann ihn das entdecken. Hivelen a Bierger zum Beispiel, sie mei wie abgekirbte Vielsen. Sie schwätzen über d'Gréist an d'Erhabenheet von der Schöpfung. D'Wellen Strand, sie mei wie ein Grenzlin zwischen Wasser a Land. Sie verzielen, was sie rauschen von der Ewigkeit, aber auch von der Gewalt von den Naturkräften. An as der Sternenhimmel net Bild wird Unendlichkeit. Das mei an de Sachen, wie man gesi können. Alles Sichtbare ist nur die äußere Gestalt, in die sich ein Unsichtbares hüllt, so Gertrude von Lefort. Des Überlegungen feiern es bei der Verklärung von Christus, die Kirche heute am 6. August feiert. Was soll es dummer gesot gin, dat hien ob bemol lichte wie d'Sonn, as sich verwandelt, weißget wie Schnee, an hien hinne gewissermaßen sing Innenschau no Bausen hin keiert. Dat echt, wat eis gesot gëtt, as womöglich dat hei. Geheimnis vom Mönch, an de Jesus as jo dem Mönch par excellence, das Geheimnis erfasse man net, wenn man nimmen op dat alldeeglich, dat äußerlich gucken. De Mönch as méi wie dat, wat man gesinn, méi wie sin Körperlichkeit. An all Mönch schläft etwas Erhabenes, Herrliches, etwas Göttliches. Das Wort aus dem Evangelium, du bist mein geliebter Sohn, gilt für all Mensch. Als jedereen reflektiert irgendwo die Herrlichkeit von Gott. So wie sie elo am Mensch Jesus abschenkt, als sich an ihm spiegelt. Der Evangelist will das aber nach mehr soen. Hier will das erklären, wie wichtig auf diesem Lebensweg Ziele sind. Man muss wissen, worauf man Last gehen. Natürlich gibt es Zwischenziele, berufliche Ziele, politische Ziele, partnerschaftliche, familiäre Ziele. Aber das ein größtes Lebensziel bleibt mit der Frage verbunden, wo geht Reis hin? Die Verklärung vom Jesus gibt die Antwort. Leben, als in einer höchster Form, die ihn sich vorstellen kann, lebt daraus ob die Vollkommenheit, Perfektion, ob die Gloire, die Herrlichkeit, zusammen mit Gott, und bei Gott. Wenn das unsichtbar von uns erahnt, gespürt wird oder an uns aufhängt, sich zu weisen, da sind wir auf unser Lebensziel NRW. Aber bis dahin ist aber noch ein gutes Stück Weg zu bewältigen. Es geht, wie am Evangelium berichtet wird, pied auf en attendant. All Mensch möchte das Erfahrung. Der Weg kann sogar ganz beschwert sein, dass er in die Flamme kriegt und am liebsten will abgehen oder ob ihr wer ausweichen.
Für das ma aber ob eisem Lebensweg bleiben, braucht Erfahrungen wie die Jünger Birch Tabor gemacht hun bei der Verklärung von Christus. Tabor Erfahrungen, wo dat gut, dat perfekt, dat unbeschwert, dat göttlich obliegt. Wir brauchen Lichtblicker. Bisschen wie Kanner, die overs am Bett hier ältere Frauen kummer dir abzulassen, wie das ein bisschen Lucht rackend, sos fährten sie. Die kleine Lichtstrahl garantiert, dass die Ältere nur bei sind, aber das Gefühl von Geborgenheit. Tabor-Erfahrungen sind wichtig an unserem Leben, weil sie encouragieren uns, weiterzugehen. Wer nie Erfolg hat am Beruf, an der Freundschaft, an der Lebt, die verliert Lust Leben. Tabor-Erfahrungen sind Motivationen. Sie schenken neue Hoffnung an die Gewissheit, dass nichts verloren ist. Sie sind Glücksmomente an der Lebensgeschichte von einem Mensch. Sie sind an der Regel nicht von Dauer, aber sie machen den Blick neu auf für das Lebensziel und invitieren, weiter zu gehen. Sind wir also dankbar dafür und genießen wir die Momente. Und schenken wir dem anderen so Tabor-Erfahrungen. Liebe alle gut, manch Schönes an unserem Leben erleben wir nimmer, wenn wir uns dafür anstrengen. Für ein großartiges Panorama über den Staat zu haben, muss ich schon auf einen hohen Turm klammen, mit vielleicht ein paar 100 Treppblicker. An den herrlichen Bergpanorama von den Alpen kann ich nicht mehr genießen, wenn ich auf den hohen Berg herabklimmt. So ergeht es doch den Jünger, sie müssen auf den Berg herabklammen, für das zu erleben, was dann passiert. Sowieso sind Berge an ihrer Kultur und Religion Plätze, wo sich etwas Göttliches zudreht und manifestiert. Und daher müssen die Jünger damit rechnen, dass ihnen eine ganz neue Offenbarung an Orientierung offeriert wird. Was geschieht also? Der Jesus wird verwandelt, mit der Metamorphose macht. Himmlisch Lichten wird seine Gestalt. Das Event muss für seine Jünger für dieses Mal schockierend gewesen sein. Markiert doch der Abbrechen vom Göttlichen an hier irdische Welt. Für sie geht ein Stück Ewigkeit lo ob der Erd erfuhrbar. Der Petrus reagiert als Ersten, und hier will das Hellicht, das sich da aufspielt, festhalten, fixieren, an do bleiben, an 3 Hütten. Wenn wir heute etwas Beeindruckendes festhalten wollen, dann machen wir ein Foto am Handy, und mailen sie überall hin. Und werden auf die Reaktion von unseren Adressaten, die sagen, super. Das können die Jünger nicht, aber sie behalten die 10 am Herz und zählen sie weiter. So können sie an die Bibel. Liebe Mitchristen, viel von unseren Zeitgenossen, die vielleicht doch, gehen an der Vakanz auf fremde Länder auch Kirchen gucken. Kirchenreim haben eine extra Ausstrahlung auf Menschen, ob daheim, am Urlaub oder für eine besondere Gelegenheit. Menschen gehen gerne ran, machen ein paar Schritte oder setzen sich für einen Moment an eine Bank. Die Ausstrahlung ist besonders frappant, wenn nur im Gottesdienst Leute fortgehen, durchlande Gesang verklingen, der Raum eitel geht, an den sich dann still dahin sitzt. Da kann es passieren, dass wie einer Blick Licht von der Sonne herabfällt und der Kirchenraum füllt. Dis Momente haben ihr eigen Kraft. Der Raum geht ganz ernst, geht hell erliewig, mystisch, bald magisch. Los wirklich Haus vor Gott. Ein Haus voll Glorie. Ein Moment von Verklärung. Wir kennen den Ausdruck, etwas an das richtig Licht rickeln. Das können wir auch heute vom Fest von der Verklärung sagen. Die Jünger kennen den Jesus schon lang, mir haut getehen an das richtig Licht gerickelt. Und so wie der Kirchenraum sich durch das Licht, das darauf fällt, als seinem Wesen als Haus Gottes weist, so weist Jesus am Licht von der Verklärung sein Wesen, seine Herrlichkeit, der Macht, seine Göttlichkeit. Birch von der Verklärung wollte Jesus erkannt gehen als den ass. Und hier möchte sein Innerst sichtbar für seine Jünger. Lo geht no bausen hin manifest, wat hien ass.
Hier weist, dass hier ganz Licht das, an das kein Deichstadt an ihm ass. A vierhin zu gesinn an zu erkennen, sie noch mehr ageluden an das Licht heran zu goen. Dafür hast den ersten Ruf vom heutigen Evangelium, der Ruf umzukehren, herauszutreten aus eiser Deichstadt, aus eiser Sündhaftigkeit, an eisem Klengmut, ran an die großen Horizont, an die Hellsinn, an die Helligkeit von Gott. Gott zu erkennen, Gott zu begegnen. Dass sie noch mehr, liebe Brüder und Schwestern, an der richtig Licht gereckelt. Amen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Gott der Pap hat uns Jesus am Licht von seiner Herrlichkeit gewiesen. An der Fried darüber will man lo beten. Wir beten für die Kirche an all Gläubig, die zeitweise durch Deichstadt NRW sind, feier sie an dein Licht, los sie Zeuge sind von dem, was sie belebt. Herrgott, heuer Eis. Herrgott, heuer Eis. Wir beten für die Anwohner von den reichen Ländern an ihre Politiker, dass sie sich responsabel weisen an die Reichtümer von der Erde gerecht unter die Völker verdelen. Herrgott, heuer Eis. Herrgott, heuer Eis. Wir beten für die krank sind, leiden oder unterdrückt gehen. Gib uns Kraft, denen beizustehen, die nicht geschadet, die isoliert oder verlost sind. Herrgott, heuer Eis. Herrgott, heuer Eis. Wir beten für die Teilnehmer des Weltjugendtags, die doch deine Liebe und viel Freundschaft erfahren haben. Begleite sie auf ihrem Weg zurück in den Alltag, wo sie ihr Erlebtes teilen können. Herr, höre uns. Herr, erhöre uns. Wir beten für uns Leib verstorben. Feier sie aus dem Tod an das Licht von deiner Herrlichkeit. Herrgott, heuer Eis. Herrgott, heuer Eis. Gute Papa im Himmel, wir vertrauen dir das Gebet an all das, was mir nach an eisen Herzen drohen un. Hilf du eis immer besser ob die Wurzel lauschtern von dem Jung, dem Jesus, dem mit dir an dem Heiligen Geist lief für immer an ewig. Amen. Seigneur,
Lasset uns beten. Gott, unser Vater, sende über uns und diese Gaben das Licht deiner Herrlichkeit, das in deinem Sohn aufgestrahlt ist. Es vertreibe das Dunkel der Sünde und mache uns zu Kindern des Lichtes. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Erhebet die Herzen. Wir haben sie beim Herrn. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Herr, heiliger Vater, allmächtiger, ewiger Gott, immer und überall zu danken, durch unseren Herrn Jesus Christus. Denn er enthüllte auf dem Berg der Verklärung seine verborgene Herrlichkeit. Er ließ vor auserwählten Zeugen seinen sterblichen Leib im Lichtglanz erstrahlen und gab den Jüngern die Kraft, das Ärgernis des Kreuzes zu tragen. So schenkte er der ganzen Kirche die Hoffnung, vereint mit ihrem Haupt die ewige Verklärung zu empfangen. Darum preisen wir deine Größe und vereinen uns mit dem Chören der Engel zum Hochgesang von deiner göttlichen Herrlichkeit. Ja, du bist heilig, großer Gott, du bist der Quell aller Heiligkeit. Darum kommen wir vor dein Angesicht und feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche den ersten Tag der Woche als den Tag, an dem Christus von den Toten erstanden ist. Durch ihn, den du zu deiner Rechten erhöht hast, bitten wir dich. Sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Denn am Abend, an dem er ausgeliefert wurde und sich aus freiem Willen dem Leiden unterwarf, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach, nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib,
der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und bringen dir so das Brot des Lebens und den Kelch des Heiles dar. Wir danken dir, dass du uns berufen hast, vor dir zu stehen und dir zu dienen. Wir bitten dich, schenke uns Anteil an Christi Leib und Blut und lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deiner Kirche auf der ganzen Erde und vollende dein Volk in der Liebe. Vereint mit unserem Papst Franziskus, unserem Bischof Jean-Claude, seinem Weihbischof Leo und allen Bischöfen, unseren Priestern und Diakonen und mit allen, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind. Gedenke unserer Brüder und Schwestern, die entschlafen sind, in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Wir feiern das Mass als 40. Joamas für Nick Serres, 5. Joamas für Marischen Serres Bock, auf 5. Wochenmass für Marie-Therese Schröder-Dimmer. Nimm sie und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf, wo sie dich schauen von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarme dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird, in der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, dem heiligen Josef, mit deinen Aposteln und mit allen, die bei dir Gnade gefunden haben von Anbeginn der Welt, dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Lasst uns jetzt beten, wie der Herr uns zu beten gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von allem Bösen und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers Jesus Christus erwarten. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr hat zu seinen Aposteln gesagt: Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Deshalb bitten wir, Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei allezeit mit euch.
Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Wenn der Herr offenbar wird, werden wir ihm ähnlich sein und wir werden ihn sehen, wie er ist.
Lasset uns noch beten. Herr unser Gott, in der Verklärung deines Sohnes wurde der Glanz seiner Gottheit offenbar. Lass uns durch den Empfang der himmlischen Speise seinem verherrlichten Leib gleichgestaltet werden. Darum bitten wir durch ihn, Christus unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Es segne euch der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gehet hin in Frieden. Wir haben die Eucharistie gefeiert mit der christlichen Gemeinschaft zu Wurlissen. Den nächsten Sonntag überdrohen wir die Mass von der Girster Klaus. Und los schalten wir zurück an den Studio.